Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschteren. Nur die Wahl vom 7. Juni an der schwierigen Konstitution vom Europaparlament, was Präsidents, Kommissionen und Delegationen angeht, sind wir definitiv fertig mit den langwierigen, aber auch teilweise peniblen Traktationen über die Verteilung von den Posten an Pösterscher an die Fraktionen, an zwischen den politischen Fraktionen. Was die Delegation von der Lützeburger CSV-Europadeputierten nur geht, so haben wir drei, der Frank Engel, der Georges Baranisch, als auch gut organisiert, besonders was die Verteilung von den Responsabilitäten an der Arbeit angeht. Nachdem ich als Quästorin gewählt habe, und damit Member von der Präsidenz vom Parlament sind, als der Frank Engel als Delegationschef, das ist wichtig, weil als Chef von der Delegation, als er am Büro von unserem Gruppe, also dem höchsten Dezisionsorgan von unserer Fraktion, die 265 Membern aus 26 Memberstaaten hat. Wir haben just keinen Engländer, als Quästor sind ich auch Member an diesem Büro, wir sind also dort dann schon zu zweit. Der Georges Bach als der Vizepräsident von unserer Delegation und ich sind den Tresorier, weil wir drei nehmen 6 von den 20 Kommissionen-Member oder Ersatzmember sind, weil wir aber überwachen müssen, was sich an den anderen Ausschüssen tut. An der Zeit haben wir uns auch hier abgeteilt. An der Mini-Plenarsitzung vom 7. und 8. Oktober zu Bresel standen 2 Kontroverspunkte auf dem Ordre du Jour, die für uns Delegation de Frank Engel direkt suiviert. Hier hast du für heute bei mir am Studio, für euch zu informieren, wie wir uns an diese Frage verhalten, für dass dir dabei richtig informiert wird. Wir müssen nämlich feststellen, dass unsere Wort an einer kritischen Affäre zu Straßburg falsch verstanden wurde. Wir haben sogar am Feierkrupp geschläft. Dafür wollen wir an so Affären, wo das Europaparlament sich an national Ungelegenheiten anmischt, die als nicht umgehen, Eishaltung mal klar machen. Frank, merci, dass du gekommen bist. Expliziere mal Eishaltung an diesen 2 Fragen. Die erste wäre der Wort von einer Resolution vom Parlament über den litauischen Gesetzesprojekt. Es ist noch kein Gesetz, weil die Staatspräsidentin noch nicht unterschrieben hat, die hat Bedenken par rapport zu dem Text. Aber mit dem Text soll die Promotion für Homosexualität vis-à-vis von Minderjährigen verboten gehen. Das ist objektiv Quatsch, weil kein Mensch die Fähigkeit gehabt, auch von den litauischen Kollegen für uns zu erklären, was das soll sein. Das ist ein evidenterweise homophoben Text, mit dem seinem Inhalt mir auch als Schwierigkeiten hätte, ganz viele andere Kollegen auch. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass man mit einer nationalen Gesetzgebungsprozedur an Litauen zu dienen hat. Wo das litauische Parlament an die Majorität innerhalb von dem dezidiert, was sie für Gesetze wollen, was sie nicht für Gesetze wollen, können das dann nur durch so Gesetze an Litauen zu Menschenrechtsverletzungen, wie hier am Parlament ja auch suggeriert, gehen das wir. Da gibt es für Gerichte an Litauen, an eventuell sogar bis in den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof für das tranchieren, das ist nicht in uns, das ist nicht in Europa und das ist nicht in diesem Parlament, für sich ja so Viergang anzumischen, do winst wären wir ja gegen die Resolution, ob das dem Feier grob gefällt oder nicht. Wir bleiben dabei, da ist ein froh von dem Respekt von der europäischen Rechtsordnung und noch von Subsidiarität. Und wir wollen auch nicht, dass sie Eis vermehren, so bei Eis rammen. Das ist genau der Punkt, weil losen wir ja schon an dem nächsten Land umkommen das Woche, wo wir da los sollen feierlich festhalten, dass in Italien Pressefreiheit und Ausdrucks- und Meinungsfreiheit der Gefahr ist. Es geht selbstverständlich wie immer den Silvio Berlusconi, wat der jietverreesige Meinung huet an der vun erkannt hun mir och. Mir all Menke as Wower hin huet fir un italienische Gerichter Prozesse ugestrengt gen Presseorganen, wellen sich kalumniiert fehlt. Dat das gut recht. Jietfir vun uns huet dat gut recht och zu Lützeburg ginn a goufen et och Presseprozesse, die ginn so aus, dat de Gericht trancheiert an dann as gedon. Genau dat soll an Italien geschéien, Gerichter werden erbecht man. Kirzlich recht huet Verfassungsgericht von Italien, dem Premier Berlusconi seg Spezialimmunitéit aufgeholt, wat mir seht, dat Gerichtspaketen an Italien gunnet an dem senger Schlapp stehen an unabhängig erbecht man. Dat werden so an der andere Geschichte man, et ass net Europäische Parlament fir sich an national Gesetzgebungsprozeduren anzumchen, fir sich an national Gerichtsaffären anzumchen, aniwwer het och net
für als verlängert Namen von einer nationaler Opposition einen europäischen Plan zu behandeln, den du nicht verloren. Ja, ich hoffe, dass die Leute das ordentlich verstanden auch für was mehr dagegen für das Parlament sich an diesem Moment soll beschäftigen. Ja, wir haben noch eine Resolution zum G20 zu Putzburg geholt. Einzelpassagen von der Resolution, die waren umstritten. Auch an unserer Fraktion, du hast auch den Dossiers wie wir für die Delegation erklären mal, worum es ging, aber das Haltung ist. Das Europaparlament hat sich auseinandergesetzt mit den Konklusionen von dem Sommet vom G20 zu Pittsburgh an seiner Appreciation dazu formuliert. Da das geschieht man einer Resolution, die Fraktion sie übergreifend ausgeschafft gouf, wo ganz viele Elemente draußen, die mir auch begrüßen. Vier und allem wird eine einheitliche europäische Position an dem Gremium do, an anderen internationalen Finanzinstitutionen belangt, an wann es darum geht, dass er auch einheitlich vertreten wird, das für eng sehr einheitliche Position zu haben, wenn du von den verschiedenen Leuten artikulieren, dann ist es nicht so einheitlich, wie sie idealtypischerweise wir. Es gibt aber eine Reihe von anderen Elementen, die es dazu bräuchte, für einfach mal eine Explikation der Wort aufzugehen. Wenn man nicht wollten oder nicht konnte, gegen die Resolution stimmen, während den positiven Aspekten, die dran sind, wo man aber wollten deutlich machen, mit allem sind wir in der Dauerform nicht d'accord. So zum Beispiel sind wir nicht d'accord, dass in Zukunft just noch so eine einheitliche europäische Finanzüberwachung gehen, die nationalen Institutionen, die wir da haben, wie CSSF aufschafft. Wir sind der Kommission ihrer Meinung, dass die sollen en Konkurs schaffen, die national Surveillance-Autoritäten zusammen mit den 3 europäischen Organen, die lo am Gang sind, Geschäft zu gehen. Eine andere Geschichte ist, dass das Parlament urrecht, dass ein internationale Tax auf Finanztransaktionen Tax Tobin. So hat es in der Zeit mal gehecht, wobei so gut Herr Tobin entretan ja öffentlich sieht, dass das nicht gibt. Ja. Einfach nicht gibt. Ja. Ob es gëtt oder nicht gëtt, net als ein Hauptpunkt ass dat huet de G20 so net gesot. Ja. Den huet gesot an do han stimme och, ja. Dat de Entitäten die gerett goufen, Banke, Großindustrien an sofir und durch staatlich Mitteln also Steuergelder, wann sie zu Gesundheit kommen, sollen een Undeel iwwerhhöllen und dem wat die Rettung kascht huet. Weil schließlich dat Meestgeld net in de Staaten zu fannen ass mir eigentlich zu fannen ass an der Wirtschaft. Wann es darum zu fahren ist, dann müssen die wirtschaftlichen Träger es auch zur Verfügung stellen, für ihren Beitrag zu leisten zur Bewältigung von der Krise. Aber schlussendlich gibt an dem Text die ewig an Mengen Lammer und Herbel Terminologie von den Steuerparadiesen generalisiert benutzt. Das trifft für allem auch Länder wie Eist. Lützeburg, was ja sich auf einer großen Lösch drin von der OECD, wo nicht verloren hat, andere Territorien, die sich nie darauf gefunden haben, hat sehr wohl etwas verloren gehabt. Noch nach Haut. Noch nach Haut. Es ist falsch für permanent just für Steuerparadiese zu schwätzen, wenn man eigentlich meint, dass es Jurisdiktionen gibt mit verständiger Besteuerung. Ja. Mit einem verständigen Besteuerungsniveau. So niedrig TVA. Zum Beispiel. Und nur ein verständiger Kollektivitätssteuer. Und das ist die beste Sozialpolitik. So schenkt es. Ja, also wir machen da als Haltung klar. Merci Franke, dass Sie das erklärt haben. Übrigens haben wir am Europaparlament eine temporäre Spezialkommission geschaffen, die sich mit der Finanz- und mit der Wirtschaftskrise beschäftigt. So ein Exerzice hatten wir ja auch schon zu Lützeburg gemacht, den der Frank Engel damals noch als Fraktionssekretär von der CSV begleitet hat. Wir haben hier dafür als Member für das Kommission 4 geschlagen, da das wichtig für Lützeburg, Frank, natürlich. Ob manst, wann sogar für diesen Teil von der Milchstraße. Weil es soll darum gehen, dass das Parlament sich, nachdem wir ja am Anfang als aus der Krise raus befanden, trotzdem beschäftigt, damit, wer wen sie verursacht wird, und auf welche Manier dass Europa als solchen, als ganz, kann dazu beitragen, dass er in Zukunft verhindert gehen. Weil es ja Usus ging, als für ob so Plätze wie Lützeburg an dem Kontext besonders fest zu klappen, wäre man der Meinung, dass es nicht unwichtig wäre, dass auch Leute von uns, darüber Goebbels beispielsweise, wird auch sitzen, sind also als Lützeburger nicht lang, sigieren, für zu verhindern, dass am Endeffekt just rauskommt, dass wir müssen Steuern absetzen an alle Menschen zählen, wer deiner Leute kommt.
Ja, also gut, dass du dort dreckens und das ist wichtig, und der Kinder auch auf Eis verlassen, dass wir als Land richtig vertreten, was wir bewiesen haben an dieser Plenarsitzung. Ich hoffe, der fand da doch näher Zeitungen drin. Merci, dass er uns nur gelauscht hat. Da bist du geschwind.